da im Internet einen neuen Kittel bestellen. Ich habe geschrieben, er soll einfach ein bisschen grösser sein als Mühe. Aber sie ist scheinbar der Sache nicht getraut. Und ich gesagt, ich muss auf Zürich kommen, das messen. Und das ist manchmal noch so, ja, ich bin nicht so der Kleiderkäufer, aber es ist schon, was haben wir für ein Mass? Wissen wir, was wir für ein Mass haben? Also das ist jetzt also äußerlich, aber vielleicht auch innerlich. Was kann ich? Was macht mich aus? Wer bin ich? Sie sieht einfach, der Kittel ist viel grösser, die Hose, die sind gut, die sollen sie noch erst schicken, die sind gleich gross geblieben. Und ja, hat mich erstaunt, dass die das so eben genau wissen. Ich werde euch vorlesen aus dem 1. Korinther. Ja, du darfst den Text einblenden. Es ist wieder ein bisschen klein, aber ihr könnt schon auch eure eigene Bibel nehmen. 1. Korinther, Kapitel 6, die ersten 11 Verse. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, über so geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Wenn ihr nun über diese Dinge richtet, nehmt ihr dann solche, die in der Gemeinde verachtet werden, und setzt sie als Richter ein. Euch zur Schande muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Sondern ein Bruder rechtet mit dem anderen, und das vor Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, sondern ihr tut Unrecht und übervorteilt? Und das unter Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus, durch den Geist unseres Gottes. Beim Lesen von diesen Texten vom Korintherbrief ist mir wieder einmal mehr wichtig geworden und aufgefallen, dass wir Texte immer im Zusammenhang lesen. Nicht einfach nur einen Vers rauspicken und den nehmen und irgendwie etwas darauf aufbauen, sondern dass wir das wirklich im Zusammenhang anschauen. Ich denke, jedes von uns hat eben so, wie ich vorhin gesagt habe, Kittelgrössen, die uns vertraut sind, wo wir drinnen sind, wo wir wissen, ja, was uns passt. Und dann tendieren wir dann manchmal dazu, dass man dann in der Bibel einen Vers sucht, der dann dort reinpasst. Und ich glaube, das, was Gott wette, also der Hans-Peter schon gesagt, Gott wette uns verändern. Er wette nicht, dass wir ihn in unser Bild probieren zu drücken, sondern er wette, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Der Paulus schreibt hier einen Brief an Korinther und er schreibt da drinnen, dass es nicht darum geht, sich über andere in der Gemeinde zu erheben, sondern eben sich selber zu prüfen und sein eigenes Leben zu ändern.
Im heutigen Textabschnitt sind da ganz spezielle Wörter drin. Es ist da am Schluss von Lustknaben und Knabenschändern die Rede. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist jetzt etwas, was sich auf die Homosexualität bezieht. Und ich habe mir tatsächlich mit meiner Frau in letzter Zeit viel Gedanken gemacht zum Thema Homosexualität. Welchen Platz das homosexuelle Menschen in der Gemeinde haben, etc. Und ja, der Paulus spricht hier auch das Thema an. Aber es ist nicht das Thema, wo das grosse Thema daran aufgehängt ist. Ich glaube, es wäre jetzt eben falsch, wenn wir einfach den Vers rausnehmen und uns über den Vers alleine Gedanken machen und dabei den grösseren Zusammenhang vom Text vergessen. Der Paulus tut hier tatsächlich auch einen neuen Themenabschnitt einleiten. Er redet im Verlauf des weiteren Briefs viel über die Sexualität und über unseren Umgang. Und es ist wahr, das sind ja die grossen Themen. Vielleicht über nicht die Themen, wo man gerne darüber redet, aber Geld, Sex und Macht, das sind die grossen Themen, wo viele Menschen immer wieder auch darüber stolpern. Der Paulus spricht sie hier an. Aber ich werde jetzt in diesem Textabschnitt eben nicht an dem Vers 9 bleiben hängen, sondern ich möchte, dass wir uns fragen, was hat der Text uns zu sagen? Der Paulus redet in eine Lebenswelt rein, die in Korinth vorherrscht. Es sind Praktiken, die in dieser Stadt gelebt werden, verschiedener Art. Die Achtung des Menschen ist nicht etwas, das im Zentrum gestanden ist in dieser Stadt. Es hat Menschen gegeben, die etwas galten, und andere Menschen waren da, dass man sie ausnutzen konnte. Sei das wirtschaftlich, als Sklaven, oder eben auch, dass man sie im sexuellen Bereich hat, ausgenutzt. Jedes von uns weiss, wo in seinem Leben Schwachstellen liegen. Jedes von uns, wenn es ehrlich ist mit sich selber, kennt ja die Seite, wo wir gehen wieder stoppeln, wo wir gehen wieder von vorne anfangen müssen, wo wir gehen wieder den gleichen Fehler machen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer wieder mal Zeit nehmen, in Stille, und uns auch überlegen, wo dass bei mir vielleicht Seiten sind, die mir noch gar nicht so aufgefallen. Wir haben gerne Recht. Das ist eigentlich das Thema, das in diesem Abschnitt hier angeschnitten wird. Also ich habe gerne Recht. Ich habe nicht gerne, wenn meine Frau eine andere Meinung hat. Und ich habe nicht gerne, wenn sie mir dann meine Meinung noch gut widerlegen kann. Und ich habe noch weniger gern, wenn ich dann sagen muss, ja, du hast recht gehabt. Ich glaube, das ist uns nicht ganz unbekannt. Ja, manchmal haben wir das Gefühl, das, was wir doch überlegt haben, manchmal auch in der Stille, wo wir uns zurechtgelegt haben, das sei richtig. Und wir dann an dem festhalten. Und dann wird es eben schwierig, wenn dann jemand kommt. Ja, je näher dass es die Person steht, je schwieriger wird es. Eine andere Meinung als richtig anerkennen. Und wie ist es jetzt, wenn man so in diesem Prozess ist und es kommt jemand und sagt uns, ja, du bist schon der, der recht hat. Dann nehmen wir doch die Person an unsere Seite und sagen, schau, da ist einer, der mir recht gibt. Und dann spielt es dann gar nicht mehr so eine Rolle, was der für eine Weltanschauung hat, was der sonst für Meinungen hat. Wichtig ist, dass er meine Meinung stützen kann.
eben, wenn es nicht nur um die Meinung geht, sondern vielleicht auch, wenn wir daran laufen, einen Nachteil zu haben. Also, wenn es nicht nur um die Meinung geht, sogar, sondern auch ja, irgendwie wirtschaftlich oder irgendwie, ihr wisst, was es verschiedene Bereiche gibt, Besitz etc., wo man könnte einen Nachteil bekommen. Ich wette, dass wir ganz am Anfang des Textes gerade an den Schluss gehen. Der tut nämlich der Paulus sagen, an wen dass die Botschaft empfängt. Er sieht das auch ganz am Anfang des Briefs. Jetzt kannst du mal eine Folie weitergehen. Was für einen Stand haben wir? Wer sind wir? Aber es ist da gut, wenn wir nochmal ganz am Anfang des Briefs gehen, ins erste Kapitel. Der Paulus schreibt dort wie die Adresse oder Absender, eben so wie man es in einem griechischen Brief gemacht hat. Und er schreibt dort, Paulus und Sosthenes schreibe an die Heiligen in Korinth. An die Heiligen in Korinth. Wann haben wir das Wort das letzte Mal gebraucht in einem Brief? Brauchen wir das zwischendurch in einem Brief? Vielleicht haben wir es schon mal vorne auf die Adresse draufgeschrieben. Hansli Meier, der Heilig, am Gartenweg 25. Ich glaube, das hat noch niemand von uns gemacht. Aber der Paulus, der macht es. Er schreibt an die Heiligen zu Korinth. Und nachher kommt der ganze Brief, was eben dann vielleicht nicht so heilig läuft in diesem Korinth. Und auch hier seht ihr am Schluss, ihr seid rein gewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht worden durch den Namen vom Herrn Jesus Christus und durch den Geist von Gott. Eine Gruppe von Leuten ist hier angesprochen. Gemeinde in Korinth. Eine Gruppe von Leuten, die als heilig bezeichnet wird, aber gleich immer wieder auch im Alltag Mühe hatte, sich von der Umwelt abzugrenzen. Eine Gruppe, die als heilig bezeichnet wird, aber die merkt, ja, mit dem, was läuft in der Gesellschaft, müssen wir uns irgendwie eine Stellung einnehmen, wir müssen irgendwie eine Position beziehen. Und sie merken auch, wie dass wir eben manchmal über Sachen stolpern. Eine Gruppe, die auch gerne darüber diskutieren, wer denn die besten Apostel sind, wer das denn die besten Prediger sind, wer das denn die guten Gemeindeleiter sind. Und trotzdem, der Paulus bezeichnet sie als Heilige. Heilig. Heilig ist etwas, das ausgesondert ist. Etwas, das auf die Seite da wird für einen exklusiven Zweck. Heilig ist etwas, das man nicht alltäglich braucht. Heilig ist etwas, das eben für einen Gottesdienst bestimmt ist. Es ist immer wieder gut, wenn wir uns mal wieder auch die Stiftshütte oder Tempel, diese Sachen in Erinnerung rufen, um uns wieder bewusst zu werden, was heilig ist. An diese Leute wird der Brief gerichtet. Und er tut sie nicht nur als Heilige bezeichnen, sondern er sagt auch, ihr seid Geheiligte. Also Menschen, die in einem Prozess stehen. In einem Prozess, der sich immer mehr wie von Gott verändern, für Jesus immer mehr ähnlich zu werden. Im Text hier betont der Paulus die Eigenschaften noch einmal. Und wie für den Stand noch mehr zu betonen, seht ihr, von wo kommt ihr her? Und das ist jetzt eben die Aufzählung, die da im Vers 8 und 9 kommt. Mit all diesen Sachen, die eben mit Trunkenbolden
und Ehebrecher und eben die Lustknaben etc., Diebe, Habgierige etc. Aber er tut das nicht aufzählen, für den Korinther einen Spiegel vorzuhalten, sondern er tut das aufzählen, für den Korinther zu sagen, schau, das ist ein Kontrast. Es ist ein Kontrast. Ihr seid nicht mehr in dem Innen. Und ich habe da das Bild von William Buss, das er braucht, für seine Vision aufzuzeichnen. Mir gefällt das Bild sehr, das hängt hier in meinem Büro hin. Und das ist, manchmal schaue ich das Bild gerne an. Das sind Sachen, das ist wirtschaftliche, gesellschaftliche, aber eben auch Sündennot von Menschen, die wo da in diesem Meer innen am Schwimmen sind, am Vertrinken. Und das ist vielleicht manchmal, ja, sind wir jetzt die rausziehen, sind wir jetzt besser, sind wir das Leben besser im Griff? Wir sind nicht besser, weil wir eben es besser im Griff haben, sondern weil wir uns von Gott verändern wollen. Der Kontrast, den der Paulus hier zeichnet, ist eben, dass wir unser Leben auf ihn ausrichten wollen. Dass wir alle Bereiche von unserem Leben von Gott durchdringen. Nicht Leute sein, die die Sexualität nicht nach Gottes Plan leben wollen. Das ist übrigens das Wort, das dort gebraucht wird, ist Pornos. Das ist ganz spannend. Und das sieht eigentlich für uns schon ganz viel, was da beinhaltet ist. Menschen, die in ihrem Leben Sachen an einen Platz stellen, die eigentlich Gott haben sollte, mit Götzendiener. Ehebrecher. Menschen, die ihren Körper preisgeben, oder eben solche, die den Körper von anderen benutzen. Wir wollen nicht Leute sein, die stehlen, die anderen etwas fortnehmen. Leute, die Drogen oder Alkohol missbrauchen. Wir wollen nicht Leute sein, die verleumden. Und wir wollen nicht Leute sein, die irgendwie jemandem etwas fortnehmen. Das ist der Kontrast, den der Paulus hier zeichnet. Also unser Stand ist geheiligt. Und jetzt können wir uns fragen, ja, was ist denn das Ziel, wo wir hergehen? Das Ziel, jetzt kannst du mal das nächste Bild. Hat mir noch gefallen da, Königin Elisabeth mit ihrem Mann, hat es leider den Kopf ein bisschen abgeschnitten, und ihrem Sohn nebendran. Die zwei schönen Herren haben noch nicht viel zu sagen dort. Das ist die Frau in der Mitte, die Königin ist. Aber mir hat es gefallen, dass sie eben da auch so auf Thronen sind. Sie sind alle zusammen auf diesen Thronen. Unser Ziel heisst, kurz zusammengefasst aus dem Text von Paulus, ihr seid bestimmt für das Zusammenherrschen in Einheit. Ich weiß nicht, wie das Zusammenherrschen genau wird aussehen. Aber ihr müsst euch einmal überlegen, wenn ihr euch vielleicht das nächste Mal über jemanden aufregt, noch über ein Glaubensgeschwister, die vielleicht aufregen, ihr müsst euch bewusst sein, ihr dürft dann mit dieser Person zusammen einmal in der Ewigkeit herrschen, in Einheit. Wir finden hier einen Hinweis auf das her in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 4. Dort heißt es, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und das sind die, wo eben Jesus nachgefolgt, auch wenn es für sie der Tod bedeutet hat. Also, Streit unter Glaubensgeschwistern, das ist etwas, was sich gar nicht lohnt, weil irgendwann werden wir zusammen in der himmlischen Regierung sein und miteinander herrschen. Geheilte Beziehungen und ein Leben in Vergebung, das ist darum eine Investition in die Ewigkeit.
Wie sollen wir denn aber hier auf der Erde unser Leben ausrichten? Wie kommen wir auf das Ziel her? Und da ist etwas für mich ganz wichtig. Es geht eben nicht darum, dass wir einfach untätig warten. Untätig warten, ja, dann tue ich lieber gescheiter nichts, tue mich lieber drücken. Nein, das ist das Ziel vom Find. Der Find hat Freude, wenn wir untätig bleiben. Das ist das, was der Mensch von dem bekannten Baum im Paradies genommen hat und gegessen hat. Und sie gemerkt haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Was haben sie gemacht? Sie haben sich versteckt. Sie sind sich da verschleifen. Sie sind untätig geworden. Bis Gott ist gekommen und hat gesagt, wo bist du, Adam? Wo bist du? Komm vor. Warum versteckst du dich vor mir? Gott will nicht, dass wir untätig werden. Und seien wir ehrlich, manchmal ist es noch ganz gäbig, wenn wir auch Entscheidungen in unserem Leben abgeben. Vielleicht warten wir einfach so lange, bis wir eine Entscheidung fällen, bis dann jemand anderes für uns entscheiden. Dann können wir uns dann vielleicht aufregen. Ich glaube, der Paulus ruft hier die Korinther auf, tätig zu werden. Nicht untätig. Entscheidungen zu fällen. Und er sagt hier, aber es geht einmal um heilige Sachen in der Ewigkeit. Aber schon hier auf der Erde geht es eben um alltägliche Sachen. Und er braucht da das Wort Biotika. Biotika. Es klingt so wie ein Morgenmüsli, hat mich gedacht. Aber das ist eben etwas, was wir Alltag zu uns nehmen müssen, dass wir fit werden. Also in den alltäglichen Dingen können wir für die Ewigkeit üben. Aber auch bewusst sein, dass all das, was wir uns daran klammern hier, das wird uns vergehen. Wir haben so eine schöne Schneehütte gemacht dieses Jahr und die hat tatsächlich 2 Monate gehalten. Und wir haben sogar in einer Nacht jetzt so drinnen geschlafen. Meine Frau hat unbedingt mit den Kindern, also die Kinder eigentlich wollen in die Schneehütte übernachten und meine Frau hat das eine gute Idee gefunden. Und ich habe das total, ja, warum brauche ich dort raus zu frieren, wenn ich ein warmes Bett habe, oder? Und dann haben wir dich dort rausgezügelt, alles zusammen und eingerichtet. Und ich habe mich natürlich auch eingerichtet. Und dann am Morgen um 2 Uhr hat sie auf einmal das Gefühl gehabt, sie habe alle kalt. Und dann habe ich gesagt, jetzt wird da draussen geschlafen. Jetzt tue ich sicher nicht wieder reinzügeln. Aber das wunderbare Iglu, das wird in einem Monat das fort sein. Es ist jetzt schon, das ist ja da das Kind ums Leben gekommen, im Bündnerland, so in einem Iglu. Wir haben gesagt, jetzt ist fertig, jetzt dürft ihr nicht mehr dort reingehen, weil jetzt dauert es. Das wird fort sein. Das wunderbar schöne Iglu, das Schutz hat gespendet, die ganze Nacht lang. Also die Kleinen zu sind dann auch mit der Frau weichen, das muss ich vielleicht noch. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, ihr seid da ein herzloser Vater und die Kinder frieren draussen. Aber das Iglu, das wird vergehen. All das, was wir jetzt uns so daran klammern, was manchmal für uns so wichtig ist, das wird vergehen. Und jetzt musst du dir mal überlegen, das ist doch genial, wenn wir in etwas dürfen üben, wo endlich ist, wo wird vergehen, wo keine Ewigkeitsbestimmung hat, dann dürfen wir doch auch mutig sein, in dem Innen und dort drinnen uns üben. Der Paulus sagt sogar, schau, es ist schlimm genug, dass ihr so überhaupt kehren. Viel lieber tätet ihr euch übergehen. Oder viel lieber würdet ihr zu kurz kommen. Es ist alles vergänglich. Jesus hat uns in vielen Gleichnissen ein Vorbild gegeben. Er hat uns gezeigt, wie wir hier auf dieser Erde ein Königreich Gottes bauen sollen.
Er hat uns aufgerufen, uns für Menschen einzusetzen, die unter dem Einflussbereich vom Teufel stehen. Er hat uns gesagt, wir sollen uns für Menschen einsetzen, die zu kurz kommen. Für Arme, Gebundene, die sollen frei werden. Er hat uns gesagt, wir sollen uns für Einsame einsetzen, dass sie Liebe erfahren. Und sieht nicht Jesus selber, wir sollen nicht richten? Ich glaube, es geht hier nicht darum, um ein Beurteilen zu richten. Weil uns der Paulus sagt, seid ihr euch nicht bewusst, dass ihr später einmal richten werdet. Ewige Sachen. Wieso könnt ihr denn nicht die alltäglichen Sachen richten? Jesus sagt, wir sollen nicht beurteilen. Wir sollen nicht uns überlegen, wo das der andere vielleicht schlechter ist als wir und wo das wir besser sind. Das ist das, was Jesus sagt, wenn er zum Beispiel im Gleichnis vom Splitter und vom Balken zu uns redet. Was hier der Paulus anspricht, ist eine Situation zwischen zwei Konfliktparteien. Und das Ziel zwischen diesen Konfliktparteien soll sein, dass Versöhnung entsteht. Und ich habe mich gefragt, wieso misslingen denn so viele so Vermittlungsversuche in der Gemeinde? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Also ich habe das schon erlebt. Dass man probiert, es gut zu machen, man probiert, Parteien an den Tisch zu bringen, man probiert, darüber zu reden und gleich, es gelingt nicht. Wieso tun gerade innerhalb der Gemeinde so viele Spaltungen entstehen, schmerzhafte Trennungen? Ich glaube, es hat eben damit zu tun, dass wir gerne Recht behalten. Wir denken so weltlich. Und wir sind auch bereit, weil wir weltlich denken, Leute an unsere Seite zu nehmen, die selber auch weltlich denken. Ja, wenn ich jetzt mit irgendjemandem eine Diskussion habe, eine Auseinandersetzung, einen Streit, vielleicht über unsere Geschäftsbeziehung, und dieser Mensch ist nicht ein gläubiger Mensch, dann ist es ja vielleicht noch legitim und gerechtfertigt, dass ich mir einen weltlichen Richter an die Seite nehme. Aber im Streit mit Gläubigen ist das etwas anderes. Der Paulus sagt, schau, es ist einfach nur beschämend, wenn ihr euch ausserhalb Hilfe suchen. Und ich habe mir überlegt, wie der Leib Christi könnte Stärke bekommen, wie der Leib Christi könnte Ausdruckskraft bekommen, wenn die Welt würde sehen, wie wir mit Konflikten umgehen. Wenn die Welt würde sagen, schaut mal, dort sind Leute, die können miteinander unterwegs sein. Dort sind Leute, die tun nicht ständig miteinander kehren. Und wenn sie miteinander kehren, dann hocken sie an den Tisch und das Zeug ausdiskutieren und suchen eine Lösung. Das gibt ein Bild. Und dann kommen vielleicht auch Leute von der Welt, die es Kehr haben miteinander. Die würden vielleicht bei der Gemeinde anklopfen und sagen, hey, wir haben gesehen, ihr wisst, wie man mit Konflikten, mit Streitereien umgeht. Wir möchten gerne, dass ihr unseren Fall auch bewerten. Was das für ein Bild gibt. Also ich glaube, wir dürfen mutig eben Verantwortung übernehmen und wir dürfen unser Leben mutig auf Jesus ausrichten. Und ich habe noch ein Bild für die Ausrichtung. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Das ist manchmal, wenn man in der Woche vor der Predigt einen Film schaut, tut das halt die Predigt doch ein bisschen beeinflussen. Ich habe auf YouTube einen Film gefunden von Mully heisst der. M-U-L-L-Y, wenn ihr es googeln. Das war der reichste Mann von Kenia. Er hatte das Monopol von Gas und Erdöl in Kenia. Und eines Tages ist er auf der Straße Strassenbuben begegnet. Er hat sein Auto parkiert und er ist diesen Strassenbuben begegnet. Und die haben ihm gesagt, gib uns Geld.
Und er hat gesagt, er hat Käse. Jetzt muss man aber wissen, dass der Mann früher selber, der ist ein Waise, also er hat zwar Eltern gehabt, aber die sind davon gelaufen, er ist halt wie ein Waisenkind aufgewachsen. Er hat sich von ganz unten von der Straße, hat er sich ganz hoch geschafft, alles selber. Und er ist dort mit diesen Strassenkindern eigentlich seinem früheren Ich begegnet. Und er hat gesagt, nein, ich habe nichts für euch. Und die haben ihm dann das Auto geklaut und er hat dann im Bus hin müssen. Und er hat gesagt, das hat sein Leben total auf den Kopf gestellt. Also die Konsequenz von dieser Begegnung war, dass er all sein Vermögen, all sein Besitz, alles verkauft hat. Und mittlerweile gibt es in Kenia über 24'000 Kinder, die ihm Papa sagen, weil er sie von der Straße gerettet hat. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist wirklich ein Mann, der gemerkt hat, wie Gott in sein Leben rettet. Das ist jetzt vielleicht nicht eine Konfliktsituation, aber das ist jemand, der gemerkt hat, schau, all mein Besitz, das nützt mir gar nichts. Gott will in mein Leben retten. Und ich wünschte mir einfach so, dass wir wirklich aktiv werden. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind so in unserem Versagen, in unserem Streit, in unserer Auseinandersetzung, dass wir so untätig werden und uns zurückziehen. Und was Gott könnte machen, müsst ihr den Film unbedingt schauen. Unbedingt. Das ist auf Deutsch schon. Es gibt noch auf Spanisch, auf alle anderen Sprachen, aber ich glaube, Deutsch ist eigentlich am nächsten. Das ist Hammer. Einfach wirklich von einem Menschen, der nicht vor 2000 Jahren gelebt hat, nicht wie ein Paulus. Also, wie ein moderner Paulus, könnte ich sagen, der sich eingesetzt hat. Also, das ist mir einfach noch ganz wichtig, so als Bild, wo wir uns fragen können, ja, wie kann denn so eine Lebensneuausrichtung aussehen? Also, wir können als Leib Christi Stärke bekommen, wenn wir uns als seine Glieder konsequent auf ihn ausrichten und mutig unsere Verantwortung auch im Schlichten von Konflikten übernehmen. Amen.